So, jetzt probiere ich das auch mal mit sowas. Wir nennen das Live-Hangout, unangekündigt. Dauert nicht lang. Also ganz kurz einmal, ich gehe jetzt ein bisschen in Urlaub und da möchte ich mal was sagen. Ich war jetzt auch ab und zu in ein paar sogenannten Hangouts, Community Hangouts. Bin aber dann beim letzten Aussage gesagt, ich muss ins Bett und so. Weiß nicht, wie ich es sagen soll. Diese sogenannte Community, ja, wo sie jetzt alle auf einmal so verstehen, um einen anderen zu zeigen, dass wir größer oder besser sind. Glaubt es wirklich, dass das der richtige Weg ist, was das ist? Weil ich habe mir doch über Gedanken gemacht. Gut, ich habe jetzt auch ein paar Selbstentwickler vorgestellt und es werden da noch mal kommen, aber ich habe jetzt auch wieder Anfängergeräte bestellt. Weil, was haben wir denn für Situation? Wir alle, was wir in dieser sogenannten Community sind, uns tut die TPT doch eigentlich gar nicht so weh. Ja? Wir haben fast keine Probleme und wir wissen, wie wir am besten damit umgehen können. Aber wisst ihr, was ich überhaupt nicht verstehe? Da draußen sind zigtausende von Rauchern, die wo vor derselben Situation sind, wie wir damals waren. Die wo jetzt Altersverifizierung haben, die wo mit Nikotin nicht Bescheid wissen, die wissen nicht Bescheid, wenn man vielleicht aus dem Ausland was kauft, egal ob China oder Amerika oder irgendwas. Die wissen gar nichts. Und wenn ich die Hangouts so anschaue, dann haben die mit dem Dampfen so viel zu tun, als wie der Eskimo mit der Kokosnuss. Und wenn ich heute ein Einsteiger bin oder Raucher bin, und ich schaue mir diese Hangouts an oder auch diese Videos, bis auf ein paar jetzt, ja, da wird dann das Mischen erklärt und das. Aber ein Einsteiger, der mischt ja nicht gleich am Anfang. Das Ganze geht nur noch um das, dass man an anderen sagt, du kriegst immer weniger, wir haben die guten Leute, wo ist denn unsere Verantwortung? Wo ist denn unsere Verantwortung? Möchten wir in 2 Jahren nur 500.000 Dampfer sein? Oder so viel wie jetzt? Wie viele neue Einsteiger kriege ich denn mit, wo die irgendeinen Schrott kaufen und dann kommen sie nicht recht damit, dann stellen sie das in den Schrank rein und dann rauchen sie wieder. Und was machen wir? Wie ein Kindergarten ist es. Ich nehme mir jetzt selber nicht aus, ich bin auch bei der Reihe 2 oder 3 jetzt dabei gewesen. Ja? Ich habe nicht gegen irgendwas, aber ich bin auch ein lustiger Mensch, ich mag, dass es so lustig ist, aber es ist kein Thema nicht mehr da. Es geht nur noch um das. Der andere kommt dann rein und fängt dann gleich bei den anderen zum Rinnen. Was soll denn das? Seid auf demselben Niveau herunten. Ist nicht unsere Aufgabe, dass wir vielleicht uns einmal selber bei der Nase packen und sagen, wie helfen wir denn die Leute, dass wir mehr werden? Wie helfen wir denn die Raucher? Oder haben wir das nicht mehr nötig? Also was mich betrifft, ich gehe gerne noch in so Hangouts, nur wenn ich nach 20 Minuten merke, dass da nur wieder ums Saufen und ums Ficken und um was weiß ich alles geht, dann bin ich wieder heraus. Ich mag auch mal ein Späßchen machen, ihr kennt es mich, ich bin auch gerne sarkastisch. Aber irgendwo muss man dann wieder sagen, so, und jetzt geht es um das oder um das Gerät oder jetzt geht es um eine Hilfe für Einsteiger oder das und das. Und es ist schwierig, auch für uns ist es schwierig, weil es keine Einsteigergeräte nicht mehr gibt. Es gibt schon welche, die werden so als Einsteiger gepriesen, ja. Das sind die Besten und die haben besser als wie die E-Boot und alles sind, ja. Warum haben dann so viele Probleme damit? Weil es auf die praktischen Sachen drauf ankommt. Wir reden von Rauchern, die wo dampfen möchten. Und die haben jetzt halt wesentlich schwierigere Barrieren vor einer, als wir es mir gehabt haben, durch diese scheiß TPT2. Und wir haben nichts anderes zu tun, als wir, dass wir uns da jetzt zusammentun und auf einmal sitzen Leute beieinander, die sie vorher nicht schmecken haben können, nur um einen anderen was auszuwischen. Wir im Kindergarten. Wir im Kindergarten. Also, was ich mache, und das möchte ich auch gleich sagen, ich habe jetzt da so einen Selbstentwickler gezeigt, das letzte Video. Ich werde nur 2 zeigen. Das sind dann auch Klone. Ja? Und warum haben das Klone? Es geht mir nicht um das,
dass ich der Klonfan bin, sondern einfach einmal, um zu schauen, ob die Klone auch noch eine Qualität haben. Weil, Leute, überlegt es einmal, vor allem bei uns Dampfer, wir viel müssen wirklich jeden Cent umdrehen. Wie viel? Und die Sprüche, die arroganten, ja, dann muss er halt was anderes dampfen, wenn er sich das Original nicht leisten kann. Das kann ich gar nicht mehr hören. Ja, es ist immer leicht, aus einer Position zu reden, wenn man selber sagt, ja, ich habe schnell mal 150 Euro für einen Kliromeiser oder für irgendeinen Selbstwickler aus deutscher Produktion, wenn er nur aus deutscher Produktion ist, aber es gibt es noch. Aber sehr viel, wenn nicht sogar die meisten von uns, die haben finanziell nicht so gut gestellt. Ja? Natürlich ist auch ein Klon dabei, da wo der Original vielleicht, ich kann es auch sagen, der Avocado-Klon von Fastic, der kostet 40 Euro oder was, das braucht man sich normal nicht kaufen, aber der kostet gerade 17 Euro. Mir geht es um das, dass ich wieder aufdecke, taugt das Teil was. Weil wenn jemand, der wo schon jeden Cent umdrehen muss, dann da auch noch einen Trick eingelangt, dann tut es doppelt weh. Aber ich mache jetzt gerade noch 2, ich habe schon lange keine mehr gemacht, weil es gibt ja eigene Geräte, die wo eigentlich keine Klone mehr sind. Ja, Gigfape und so Sachen. Braucht man doch nicht reden. Ne? Die ganzen SAP-Verdampfer und das. Ich habe aber auch wieder 2 Einsteiger-Kliromeiser bestellt. Werden aber nur 3-4 Wochen dauern. Und ich werde meine Videos, und wenn ich ganz allein bin, wieder für Einsteiger machen. Das heißt, da wird ein Video sein, das ist für euch alle dann langweilig. Ihr könnt dann weiterhin wieder in eine Community und könnt euch über einen anderen auslassen, um zu sagen, wie toll das ist und wie blöd das der ist. Macht's das. Gebt ihm nur eine Plattform und sagt ihm, wie es ist, auf ihm reagiert. So. Was ich wieder möchte, für mich, und das mache ich, ja, ich werde sicher auch wieder mal einen Selbstentwickler vorstellen. Ich werde vielleicht einmal wieder irgendein Sappo-Monster vorstellen, weiß ich nicht. Aber ich möchte wieder mehr zu den Grundlagen kommen. Ja. Was hat heute ein Raucher, auf was muss er aufpassen, wenn er zum Dampfen einsteigt? Nicht irgendwelche Geräte empfehlen, sondern was braucht er? Was braucht er, um das Gerät zu pflegen, zum Reinigen? Was muss er bei den Coils aufpassen? Ja, nicht das Ohmsche Gesetz und nicht das Komplizierte, die haben wir schon so viel, sondern einfach realistische, alltagstägliche Tipps zum Geben. Von der Zugtechnik bis über das. Wo haben die Videos? Also, wenn ich heute Einsteiger war, na, pfiat euch. Und da nehme ich mich jetzt selber nicht aus. Ja? Aber ich bin über ausgelacht worden, weil ich gesagt habe, wenn man Coils repariert und Coils wickelt oder die Warte wechselt, wenn die Faser schlecht war und. Wo sind die anderen? Was macht's denn jetzt noch? Das hat mit dem Dampfen nichts mehr zu tun, die Community, mit den ganzen Hangouts. Es ist nur noch lustig, tralalala und über alle möglichen Themen, bloß nicht über das Dampfen. Was ich vermisse, das ist das sachlich-fachliche. Und wenn es auf das wieder zurückkommt, dann bin ich gern wieder bereit, da einen Hangout zu kommen. Weil es wird immer noch umeinander drin über die TPT2, da bringe ich auch noch mal was, aber nicht über die TPT2, sondern da geht es bei mir noch um das Europäische Parlament und den Europäischen Gerichtshof. Da möchte ich noch mal was machen, aber da weiß ich noch nicht wie, weil da kommt Zeit, dass ich wieder sehr böse wird. Muss aber vielleicht sein. Aber das ist dann ist Schluss. Wir haben das jetzt. Ja? Wir haben es nicht verstanden. Das ist halt so. Aber was ist denn für uns wichtig? Für die nächsten 1-2 Jahre. Was ist denn wichtig? Dass wir weniger Dampfer werden? Weil wir nur noch Halligalli machen? Oder weil wir da vielleicht ein bisschen eine Verantwortung übernehmen und sagen, da draußen haben Leute, die brauchen unsere Hilfe. Aber das brauchen wir nicht mehr, weil ich brauche kein Nikotin mehr, ich habe mein Bunkerbase, braucht man nicht mehr. Okay, egoistisch, selbstverliebt, selbstdarstellend, verherrlichend, jeder ist der Größte. Toll, machen wir es halt so. Da bin ich aber nicht oft dabei, ich sage euch, wie es ist.
Ihr könnt es mir auslachen oder nicht, aber ich möchte die Leute da draußen helfen. Ich komme jeden Tag mit Leuten zusammen, die wo immer neugieriger werden. Und dann sagen sie, soll ich mir das von der Tankstelle kaufen oder soll ich das von Tobacco kaufen oder vielleicht hast du irgendwas oder kannst was probieren. Ich habe genug da. Ich lade Leute ein und sage, Kind, du kannst probieren, du kannst vom Evo probieren bis zum Ding, bis zum Subtank und was weiß ich, was es halt aktuell gibt. Soll ich dann sagen, mit was, dass die ein bisschen klarkommen, auch wenn es angeblich veraltet sind, die Geräte, weil die Heiligen haben das so viel besser. Ist das so? Ist das im Alltag für einen Einsteiger so? Also, die Realität lehrt mich was anderes. Den einzigen, was ich nur erwähnen kann, der wo die Mumm auch hat und sein Maul aufreißt, muss ich schon sagen, das ist der Kevin, der Berliner, der wo dann auch einmal sagt, das Gerät ist einfach scheiße. Und ist für Einsteiger nicht zu gebrauchen. Natürlich hat er wieder Kommentare gekriegt, ja, da muss man nur dies und dies und dies. Das ist zu kompliziert für einen Einsteiger. Die heutigen Geräte, die haben mehr Power, die haben mehr Leistung. Aber der Raucher hat vielleicht nicht mehr Leistung, als wir damals, wie wir das Rauchen versucht haben zum Aufhören. Sonst wären wir da gar nicht da. Wenn wir mit den veralteten Geräten damals Dampfer nicht geschafft hätten oder einen Umstieg nicht geschafft hätten, warum sitzen wir denn dann da? Und diese sich selbst lobende, und das ist so eine tolle Community und wir werden dem zeigen, dass wir eine Community sind, das interessiert doch nicht. Das interessiert doch so viel, als wenn wir in den China sagen, Reis umfällt. Lasst doch den gehen. Dieser Dilettant. Schaut euch die fachlichen Videos an, da braucht es da 2, 3 anschauen. Pro Tank kann er nicht einmal einen Keul einschrauben, weil er keinen Kontakt mehr, weil er zu blöd ist dazu. Temperaturdampfen ist er zu blöd dazu. Mit der Panasonic Akkus geht auf 200 Watt und dann sagt er, die Watte haut ihm dauernd durch. Ja, wenn man nicht umgekommen im Gerät, sollte man es bleiben lassen. Ein Nautilus bohrt er außen einen Ring auf, einen Ring außen. Und jetzt hat er ein bisschen durchgezogen. Die Kernbohrung innen hat er aber nicht gemacht. Ja, das ist doch kein Dampfer nicht, der kennt sich doch nicht aus, nehmt euch doch den nicht als Maßstab, dass er provoziert und beleidigt. Ja, mein Gott, lasst es da halt. Lasst es da halt. Aber reagiert doch nicht mit solchen Communities, was dann im Prinzip im Kern um das geht, dass man dem sagt, wir haben größer und wir haben besser. Haben wir das? Haben wir das wirklich? Mir geht es um die Dampfer da draußen, mir geht es um die Raucher, die wo umsteigen möchten. Und ab und zu sagt man natürlich auch mal einen Klon oder einen Selbstentwickler. Und ab und zu sagt man, das könnte funktionieren und das könnte funktionieren. Aber heute, was mir heute fehlt, dass man heute einmal ein Newbie sagt, pass auf, wenn du in einen deutschen Shop bestellst, dann musst du das machen, dann musst du das machen und das machen. Keine Unterstützung, keine Anleitungen, nichts. Was waren das damals noch für Videos vom Feelgood, ne? Wo er bei der Ego Z gesagt hat, wenn man 3 Treiber macht. Wow, Millionen Klicks. Und hat den Menschen geholfen. Manchmal denken wir haben ja schon wie ein Hühnerhaufen. Community verstehe ich was anderes, wenn es ums Dampfen geht, ja. Wenn es sagt, ja, wir waren früher mal Dampfen und jetzt werden wir nur noch blöd daherreden und Witze reißen und Perversitäten austauschen, dann passt es, dann ist er okay, dann sage ich nichts. Aber dann müsst ihr es anders betiteln. Wenn ich heute ein Einsteiger war oder Raucher war und ich schaue mir sich in die Hangouts an, dann war ich hoffnungslos verloren. Dann darf ich weiter rauchen. Weil Unterstützung kriege ich doch keine. Aber ist ja wurscht, weil das Dampfer kann man nicht mehr aufhalten. Ja, aber immer mehr schmeißen ihre Dampfe weg, wenn es nach 2, 3 Wochen nicht klarkommen und nehmen wieder Zigaretten. Haben wütend, haben enttäuscht und sagen, das ist Klump. Das ist das Problem, was wir haben. Und da liegt es jetzt an uns. Ja? Der wir uns selbst verherrlichen und dann machen wir Selbstdarstellung, du bist besser, ich bin nur besser, der andere ist nur besser, aber wir haben alle besser als wir bei anderen. Oder gehen wir wieder aufs Thema zurück und aufs Fachliche zurück. Weil das vermisse ich. Und ich bin wirklich kein Kind von Traurigkeit. Ich mag auch mal gerne ein bisschen, ja.
Aber dann muss, dann muss man wieder mal sagen, so, und jetzt gehen wir wieder zurück aufs Thema. Ja, es geht hier ums Dampfen. Wir möchten hier austauschen, Erfahrungen sammeln, dazulernen. Das haben leider schon sehr, sehr viel vergessen. Und das stimmt mir eigentlich wütend und traurig. Diese verdammte Selbstbelügerei und Selbstdarstellung, jeder ist der Tollste und der Beste. Scheiße haben wir. Da draußen haben Leute, die brauchen unsere Hilfe. Und wir haben nichts Besseres zu tun, als wir uns selbstgefällig in Hangouts wunderbar zu präsentieren, was wir wollen für eine tolle Community sind. Und ich nehme mich selber auch bei den Hosen. Ich war auch 2, 3 Mal dabei, ich bin nicht schuldlos. Aber beim letzten, wer sich das angeschaut hat, habe ich dann gesagt, ich muss raus, da war es aber noch nicht spät. Und ich habe gesagt, ja, ich muss ins Bett. Dann habe ich irgendeine Ausrede gefunden, ich wollte mich verletzen, weil einfach am Anfang ist nur um etwas gegangen. Ja, wenn man etwas lötet, wenn man etwas macht, da gibt man noch Tipps und wenn man das und das macht, gut, das ist jetzt auch für Fortgeschrittene, man kann nicht permanent für Einsteiger, aber da geht es nur um die Sache Dampfen, Boxen, Elektrik oder irgendwas, was man halt gerade hat. Aber danach ist es um das gar nicht mehr gegangen. Ja. Danach ist es um das gar nicht mehr gegangen. Und da draußen sitzen Menschen, die schauen in der Hoffnung zu, dass vielleicht den einen oder anderen Tipp kriegen, um den richtigen Weg zu finden, von der scheiß Zigarettenweg zu kommen. Aber es interessiert euch nicht mehr, gell? Okay, ich weiß nicht, ob der Ton passt, ich weiß auch nicht, ob das Büttel passt, mir ist das scheißegal. Ich weiß jetzt nur, ich fahre jetzt mit dem Motorrad fort, ich komme dann zurück und dann werde ich mich hinsetzen und dann werde ich versuchen, ein Konzept zu erarbeiten, dass man die Dampfer wieder hilft und unterstützt und vor allem die Einsteiger oder die, wo erst kurz dabei sind. Was ihr dabei macht, weiß ich nicht. Ist auch mir wurscht. Wenn dann sagt, ja, den brauchen wir nicht mehr länger, ist mir auch scheißegal. Ja? Ich möchte da draußen die Leute helfen und unterstützen. Weil mich haben da Leute unterstützt und Hilfestellungen gegeben durch fachlich kompetente Videos. Die hat es damals noch gegeben. Ich habe ihn fertig.